wechselhaft, aber warm. Morgen wird's nochmal hochsommerlich. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern Nachrichten. Seite, da haben wir richtig. Jo. Da ist der Hausherr. Ja. Ihr dürft parken. Wir fahren gleich weg. Ihr dürft parken. Gut, alles klar da. Was willst denn du schon hier? Ah, fahren wir wieder. Fahren wir noch 3 Runden. Ja, genau. So, wir sind jetzt in Schotten angekommen beim Dieter und bei der Miriam. Ja, die Fahrt war recht angenehm, kein Stau, nix. Also mega geil. Also heute haben wir unseren Hund Ferdi dabei. Da ist er drin. Freitag, Ankunft, Schotten, Auto mit Billy 2019, YouTuber treffen. Ist das nicht herrlich? Feuer drin. Also. Und jetzt gibt es dann Weißwürst. Genau. Auf das freuen wir uns schon. Hallo. Guten Morgen. Carmen. Schön. Wir kennen uns noch nicht, aber wir sind uns gleich. Na gut, die Conny. Ich bin der Harald. Ja, Hallo, der Roller. Schön wohl. Schön, dass ich dich wiedersehe. Mein Outdoor-Rucksack, der Assault Pack 2 oder wie der heißt. Und diesmal kommt im Einsatz, oder zum Einsatz, der Petromax Raketenofen, weil wir machen Kaspressknödel. Ja. Da habe ich meine Kameraausrüstung dabei. Das nennt man urbayerisch. So, das ist Weißwurst kochen auf die klassische Art. Ja. So macht man nämlich das. ich wollte gerade sagen, warum du auch Ich hab sowas noch nie gehabt. Aber das war dann beim ersten Mal, das war dann wieder weg. Das hat sich dann irgendwie hat sich davon geschält. Das war der gut. Da hilft zu, heute kostet nichts. Weißwürste sind immer wieder was Leckeres. Ja. Einfach eine Augenfreude. Heute gibt es Hessenquell. Ja. Also ist unseren Dialekt gedacht drauf. Der Doktor hat gesagt, trink einmal ein Hessenquell, da geht es recht schnell. Erklärt, dass du sich die Russisch runtergemischt hast. Moin! Okay. Mir versteht die jetzt zwar auch nicht immer, aber ich hab echt Was ist das denn für eine Badewanne? Warte mal. Prost, Marcel. Prost! Vorfreude auf Weihnachten. Ich glaube, ich hole mir auch mal. Wow, schaut euch die so an. Die leckeren Semmelchen. Der Dieter macht schon Milchchecken. Bin ich schon durch mit. Mir schreibt ja niemand. Gott sei Dank. Ich bin ja froh, dass ich keine Mails kriege. Ne?
Wir hatten das eigentlich damals überhaupt angefangen, 2017, das Treffen. Erzähl mal. Das muss ja doch irgendein. Der Roman und er, die haben miteinander geschrieben. Warte mal. Und dann hat der Roman gesagt, ach, irgendwie wollten die Ich habe sich den treffen. Roman mal eingeladen, der Oder sollte so. mal vorbeikommen. Und Aha. dann hat er gesagt, ja, das wollen doch bestimmt noch mehr euch kennenlernen. Machen wir doch so ein Treffen. Und so ist das entstanden. Okay. Dann haben wir es gemacht, dann haben wir es ein zweites Mal gemacht, weil das erste Mal die Leute sagen, oh, da müssen wir noch mal. Jetzt sind wir beim dritten Mal. Und beim dritten Mal war schon die Presse da, dann praktisch. war schon die Presse da, so wie sich das hört. Und dann hoffen wir mal aufs vierte Mal. Ja, cool. Und das ist mein Assistent, der Ferdi, der kümmert sich so um die Planung und das, was in Ordnung ist. Der Genau. kommt extra immer aus Bayern angereist. Genau, gell? Der checkt immer das. Das ist der Eventmanager, so heißt er. So, und da geht er jetzt nicht mehr weg. Da kannst du den ganzen Tag beschäftigen, so. Macht die Papa auch. Wahnsinn. Na gut, dann gibt es ja wieder frische Semmeln. Und da stehst du jeden Tag um 5 auf. Ne, 4. Oder? Wir sind um 5:45 aufgestanden. Ah ja, das geht ja eh. Das ist der nächste Schwung, oder? 3 Kilo. Zubereitet von der Miriam. Was machst denn du da jetzt überhaupt? Wildcampen oder wie? Auf der wilden Wiese. Ja, ja. Wir haben versucht, das Zelt zu stellen und ich glaube, wir haben festgestellt, dass unser Mikro eventuell nicht geht. Schlecht. Deswegen haben wir einfach lauter gesprochen. Das ist normal, wenn wir 2 Zelte aufbauen, stundenlang, verstehst du? Ich sitze da und warte hier. Ich habe Birnenbiss, Anschlag. Aber ansonsten geht es ganz gut. Jetzt gucken wir mal, ob unser Mikro funktioniert. Deins hat bestimmt funktioniert. Ist schon mal schneller gegangen, Mensch. Die vom Weißwurst-Äquator, das kurzes ist Zähnewirbel. unfassbar mit denen. Mach sie auf, der Pimmer. Bei mir ist so geil, dass die Bildqualität so schlecht, dass ich den Rost vom Gestänge nicht. Aber bei dir ist das echt ätzend. Bei dir sieht man sogar die dreckigen Finger. Ja. Jetzt Oh, ich mach da mach, mal den Schlitz zu. Schatz, nimm doch mal was in die Hand. Doch immer noch. Nur die Wolle ist jetzt länger. Die Mädel da. Hamburger Dern. Oh, Aber nicht das Doppelkinn. nee, haben wir nicht. Und bequem? Sehr. Echt? Richtig gemütlich. Das ist auch mit Regenschutz.
Cool. Das ist schon cool. So ein schöner Gin Tonic noch dazu. Das macht mich fröhlich. Und die Hunde mit rein in die Hängematten. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten. Das ist unglaublich mit dem Gerät. Das wiegt wirklich nichts, oder? Nee. Ist unglaublich. Was für ein Gerät meinst du? Das, was du in der Hand hast. Unglaublich. Richtig bequem da drin, oder? Ja, super. Magst du noch zu mir? Von was für Firma ist denn das überhaupt? Outdoor mit Billy. Selber baut? Nee. Nee. Aber ich weiß halt nur, dass die sie gekauft haben. Ey, ich finde das klasse da. Das ist schon geil. Packst du denn da, oder was machst du denn da? Ja, sicher. Wir müssen hier über Kameratechnik uns austauschen. Weil jeder hat hier eine tolle Kamera, aber keine ist komplett toll, die Kamera, verstehst du? Ja, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer faul. Und wir wollen den Panasonic und den Canon-Leute Hinweise geben, was sie besser machen können, damit sie diese optimale Kamera für uns Outdoor-YouTuber Das mit den Monitors bauen für können. viele Scheiße. Bei manchen. Ne, Ja. Guck mal, er hat ein tolles Objektiv, Ja, Objektiv drin und hat aber kein Display, das er klappen kann. Ich habe ein tolles Display, wo ich klappen kann, aber ich habe keinen Zoom, das wie weit 600 mm hat, oder wie viel, gell? 600 mm. Da musst du dann die G8X holen, anstatt die G7X. Das ist schon wieder aber schwer. Die Gs, die sind ja viel größer. Es Das geht ist ja, wieder geht ja schwerer. um Und das klein. ist ja genau der das Punkt, ist- ja. warum dass ich jetzt hier rumgucke, was jeder seine Kamera nutzt. Helmut seine ist etwas unhandlich Die passt nicht in den für, Rucksack, das ist richtig. für Outdoor und Ultralight. Rucksack wird ja noch gehen, aber stell dir das Ding mal auf dem Fahrrad vor. Das geht auf, kannst du auf den Lenker drauf. Ja gut. Ja, wenn ihr in Bayern kein Feuer habt, dann könnt ihr euch unseres angucken. Genau. Auf der Großbildleinwand. So heizt man da. Ich dachte, das wäre noch Hexenverbrennung samstagsmittags. Ja, das machen wir auf dem Marktplatz. Steffen, setz dich mal ins Feuer rein. Wir brauchen ein schönes Foto. Setz dich da mal ein bisschen rein. Da kommt doch vorne dran, Schatz. Sehr gut. Du brennst gleich. Enterich. Wie früher in der Kneipe, ne? Na hallo, stört dich, wenn ich rauche, mich würde nicht mal stören, wenn du brennst. Sehe ich auch so. Endlich Feuer. Wer kommt denn da daher? Der kleine Mann. Der kleine Mann.
Und was ist das für Zelt? Was? Was ist denn das für Zelt? Das Zelt ohne drunter ist ein belgisches Armeezelt, ein altes. Und das hier ist einfach nur eigentliches Sonnensegel, deswegen hat das nur 4 Öse. Aber das hatten schon gute Dienste geleistet, im Sturm und auch im Hagel. Okay, passt. Ja, und da ist immer ein bisschen schwierig da mit der Steckgefecht zu machen, aber das letzte Mal in Hilders war es auch nicht fortgeflogen. Gut, da waren noch 3 Eiche dran, das hat gehalten. Das Auto, das war gut. Aber Du warst richtig unwetter- und stürmisch, da hatte mir viel Glück, ja. Alle anderen haben im Nasse gelegen. Ja. Der Wohnbereich von Ute und Willem. Ein Luxusflaggschiff. Ja, Ja. ich habe noch einen Ofen. Schaut euch das an. Ist schon ein Megateil. So ein Teil wäre auch. Ja. Du musst auch keine Rücksicht nehmen, weil das so eine alte Kiste ist. Ja. Wenn da Schwammbrille sind, eine Bräune drin ist, ist das scheißegal. Richtig cool. Kannst sogar einen Sitz drehen. Sonst wäre es kein Wohnmobil. Ja, eben. Schon geil. Das haben wir jetzt umgeklappt, ne? Ja. Und natürlich Decken Ja. drauf gemacht. Ja. Das ist eigentlich eine Sitzecke. Ja, ich weiß. Muss So, auf den ja. schalten. Ja, da kannst du so was machen. Ja, genau. Ja. Genau. Aber da habt ihr alles super Platz eigentlich, oder? Ja. Ja, das ist das Wochenende dann Italien. Ist doch da unten. 2 Stunden. Nee, die schaut nie auf das. Schon wieder das Filmen da am frühen Morgen, das regt mich so auf. Sag halt, dass du zustimmst. Das war die Revanche, zu meinem Video. Von gestern? Ja, von letztes Jahr. Die Frankenräuber oder Teufel? Nee, Frankenräuber! Teufel! Wer weiß. Weil er ja auch mit seinem Sohn immer kennt. Der Wolfgang geht jetzt im Monoman. Ja, der wird doch immer noch bei. Hallo. Du kannst hier tausend Ja, guck mal. Umrandungen. Ich bin ja fast frisiert, da hättest du ja was sagen können. Das ist online, das heißt, du hast auch nicht. Hopf und Malz verloren. Und dann musst du halt nur einen Account anlegen. Und wenn du den Account angelegt hast, kannst du dann deine Thumbnails konstruieren. Und hast die das nächste Mal auch als Vorlage. Das heißt, du hast dann immer eine Einheit. Weil du nimmst das alte, haust das Bild raus, Schrift raus, neues Bild rein, neue Schrift. Ein Feuertopf bitte, oder? Hast du den schon öfters gemacht? 2 Mal bis jetzt. Das ist der 3. Alle guten Dinge sind 3. Oh, das sieht ja lecker aus. Ich glaube, ich schütze noch ein bisschen Brühe nachher, trocken aus. Denke ich auch. Das soll ja nur ein bisschen kochen. Und was ist jetzt eigentlich so drin? Dieter, nichts besonders. Kartoffeln, oder? Kartoffeln, Fleischwurst, Kidneybohnen,
Brühe, Tomatenmark. Und dann noch ein bisschen scharf. Tabasco, die beste Würze. Piri Piri. Ah, das ist wieder was anderes. Ein Feuertopf zubereitet von Dieter, der Gastgeber persönlich. Der Ja. brennt bestimmt. Zweimal oder einmal? Doppelt. Und dreifach. Aber ich glaube, er ist okay. Stehen nicht mehr so viele hier. Ich krieg 2 Taschen. Der Keks und mein Linker. Schön. Ja. Kannst du schon die ersten ernten? So auf die Schnelle ist halt immer gut, Schon ja. mal eine Seite legen. Ist auch kalorienreich so, also kriegst auch die Energie, die du brauchst für den Tag. Ja. In Ordnung. Und du hast Hundefutter, oder was? Fertigfutter. Fertigfutter. Aber Also das das sind kann- eigentlich nur Das kannst Ferdi-Perlen. aber du genauso essen, also da Ja, passiert ja hab ich nichts. Jetzt, Carsten, klang mal rein, tu mal richtig futtern. Lass das schmecken. Ah. Was ist das für Hundefutter? Cool. Das helle ist Hähnchen. Ah, Hundefutter. So, schmeckt nicht schlecht, muss ich sagen. Pass auf, sagt er die Kamera aus. Das ist der Bierfahrer, oder? Ja, genau. Die wissen auch so schlecht gelaufen. Was so eine Stelle war? Du musst gelenkig sein. Du musst gelenkig sein, er steht schon. Ehrlich jetzt? Ja. Das kommt von der Hose. Jetzt schon. Die Jogginghose. Ja, die von Jaco O aus dem. Jacko O. Ja. Ne? Jacko O. Ja, die war so günstig. Yoko kann ich Ono. sagen. Yoko Ono. Yoko Ono. Weißt du eigentlich, was Kick heißt? Kunde ist König. Ja. Ist wirklich so. Nicht der Kunde ist den König, sondern ja, der Kunde ist König. Ja. Damit wir jetzt mal klar Also werden. bist du jetzt, wie hieß das jetzt vorhin? Live-Kick oder was? Live-Summen. Ah. Live-Summen. Ach, Live-Summen. Also, Ja, du kannst natürlich, Was ich kann mir war heute seine App? nichts mehr merken. deine App war Live irgendwie wissen Christiane. deine App. Meine war Kerstin. Kerstin, Das ist mein. Ein bisschen Zucker und 290 Milliliter Wasser und ein Löffel Hefe. Und alles von Mengen warten. 8 Minuten durchkneten. Und dann kannst du dich ja eigentlich Und dann- abends vorbereiten, morgens in den Ofen schieben. Klappt nicht so ganz, habe ich das letzte Mal probiert. Warum nicht? Weil mir irgendwie, was habe ich denn dran gemacht oben drauf? Handtücher habe ich drüber gelegt. Oh, scheiße. War nicht so Nee. toll. Nein. Aber schön, ne? Da Ist war dann halt das so. Geschenk drin. Ne? Ja. Wir sehen das noch ein bisschen anders. Nein. Mein Mann ist jetzt nicht so einer, der dir dann Haushaltsgeräte schenkt. Das macht er nicht. Ja. Nein. Nein. In dem Fall nur nicht. Also Vielleicht ist mein Mutter nicht mit dem. Vergiss es, ey. Moin, moin. Lasst es euch schmecken, gell? Das werden wir tun. Und Prost. dann werden wir gleich diese köstlichen Gurken trinken. Wie machst du das? Boah, schaut aus wie ein Kackhaufen. Da muss Och, das Mann. muss viel Die ist ganz lecker. Sieht doch selbst gemacht aus. Und habt ihr wenigstens gut geschlafen, oder? Schon, oder? Wir haben gut geschlafen. Aber man muss sagen, die Kirchturmuhr ist ja richtig aktiv in der Nacht. Ne? Ja. Das ist ja extra für das Treffen gemacht. Alle Stunde mal das gehört. Und Ja, das ist extra fürs Treffen.
Miriam sagt, nee, der hat schon lange. Und da müssen irgendwie Schafe oder Ziegen sein, ne? Das hier drüben, eine ganze Herde, da wo der Skilift ist, da drüben. Oh, er macht das richtig liebevoll. Schau mal hier. Ha? Was machen wir? Wir machen das immer mit Liebe. Mit Liebe. So eine Belade. So besser. Ferdi, das ist nur Holzwolle. Moin, moin. Moin. Gut geschlafen, ja. Ja, sehr gut. Oder abgebrochen. Nee. Okay. Ausgeschlafen. Nee, nee. Kommt der Film mit Musik? Hallo. Ja, ja. Also müssen wir jetzt singen. Du müsstest normalerweise jetzt singen. Weil ich brauche GEMA-freie Musik und dann musst du irgendwas singen. Dann haben wir aber Urheberrecht, dann müssen wir uns Audio, Audio, oh. Ja, geht doch. Audio. Nee, die hat ja Otto noch nicht so. Die ganzen Stufen ab. Hey, 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 hey. Du dahinter, Kim, auf geht's. Hey, hey, Das ist jetzt auch GEMA-frei. Es ist GEMA-frei, wir brauchen GEMA-freie Musik noch. Trailer vom Helmut hier, jedes Mal die Kokosnussmusik. Ja. Oh, die leben da wieder im Wohnzimmer. Ja, wie gesagt. Aber euch geht's schon gut, oder? Wag jetzt dich hier reinzumachen, dann weiß ich das schlecht. Euch geht's schon gut, hä? Hä? Das ist der Knaller. Das ist der Knoller hier. Jo. Alles ist der Knoller hier. Alles die gleichen Feldbetten, oder was? Ja, alles amerikanische. Und wo ist der Fernseher? Der kommt noch. Billardraum. Ja. Wir kochen erstmal gleich Kaffee. Das ist echt cool. Ja, wir haben noch einmal. Wie viel Quadratmeter Fläche haben wir noch einmal? Na, da jetzt nicht. Ne, grün habe ich dabei. 27? Wenn wir alle Tabs aufbauen, haben wir fast 30 Quadratmeter überdachte Fläche. 30 Quadratmeter? Ja, ist das 27,5, 28, so ein Dreh. Ja, aber wo kriegt man die Feldbetten her? Gibt es irgendeine Internetseite noch speziell? Also ich habe lange nachgesucht, auch über den Steffen, und dann habe ich dann irgendwann einen Fitch gehabt, dass ich es recht günstig geschossen habe. Das Problem ist, dass alle Gemeinden jetzt für Notfälle 50 Leute in Hallen mit Feldbetten beherbergen müssen. Die haben auch viele Feldbetten gekauft. Auch bei uns ist das so der Fall. Notaggregat und alles. Und ich habe das in der Zeit gemacht, wo die das gesucht haben. Jetzt habe ich es aber seit einem Jahr und ja, ich habe glaube ich 53 € bezahlt für das Ding. Da kann man nicht meckern. Nö. Also das ist so wie es jetzt ist zum Beispiel, wenn es so wie jetzt hier, ist es ideal. Wenn wir auf Touren sind, sind wir auch nur fast auf Hängematte auf Touren. Genau. Und wenn wir so jetzt hier sind, so Veranstaltungen oder so, bauen wir das komplett so auf, wie es ist und fertig aus. Das ist schon cool. Geile Konstruktion. Schlicht und einfach. Cool, ne? Ja, super. Und es geht die Luft hier durch. Ja. Ist hier schön im Schatten. Da kann jeder schön rumstehen und keiner riecht was. Ja.
Kanne, bei mir ist es so, dass ich immer hier so ab im Y, weil der kann ich nicht reinmachen, weil ansonsten kocht es dann über. Ja, hier ist auch irgendwo Ja. von innen eine Markierung? Wo stand das hier? Ja, die gibt es in Weißer, die Pizza. Nee, steht nicht. Steht nicht. Ich habe mir Maximal 1,5 Liter. Ja, und das ist unterwegs sehr schwer. Deswegen habe ich mir, gucken wir jetzt einfach mal. Ich mache es jetzt immer genauso wie bei mir hier an die 2, bis zu den 2 Löchern. Dann gucken wir. Wenn es überkocht, ist es nicht schlimm, geht höchstens der Gaskocher aus. Aber wie funktioniert das genau? Da kommt der Kaffee nicht. Da ist der Kaffee drin, egal jetzt in welchem. Ja. Das ist ungefähr bis zum Rand, weil du kannst ja das Teil hier hochheben. So, jetzt mache ich hier gleich Wasser in die Töpfe, in die Kanne rein, setze das rein. Mach einen Deckel drauf und stell's an. Und dann muss es halt ein bisschen köcheln, weil dann wird das ja hier durchgedrückt, das Wasser. Das kommt dann hier oben wieder raus. Aha. Ja, und in dem Moment köchelt der Kaffee. Und dann lässt du 5 Minuten köcheln, Aber machst wie ihn aus. merkt man, wenn er fertig ist? Wenn er Gefühl? köchelt. Ich sage immer so 2 bis 3 Minuten ein bisschen köcheln lassen. Aha. Ja, und dann schalte ich ihn auslassen, nochmal ziehen, dann ist er gut. Also bis jetzt hat er immer geschmeckt. Wie bei der italienischen Bialetti. Genau, wie bei der Bialetti, so auf die Art musst du dir das vorstellen. Nur dass halt bei der Bialetti ja unten dann kein Genau. Wasser mehr drin ist und hier zirkuliert es eigentlich immer wieder. Es wird immer wieder hochgepumpt. Cool, das ist ein geiles Teil. Ich sage ja zu deutschem Wasser in klar und kalt. Und wenn du noch mal gucken möchtest, es waren noch keine Fische drin. Ah, Profilachse. So, dann machen wir die erste Kanne. Bis zum Y, also bis zum 1, 2, 3. Punkt. Ja, bis zur Halskette. Ja. Beim Carsten müssen wir dann mal gucken, weil... Der Carsten hat kein Y dabei gestanzt, oder was? Doch, aber der hat es anders, der wie mir. Der hat kein Y, der hat sozusagen ein V. Da kannst du es mal bis zu den 2 Strichen machen. Bis zu Mit den dem Kaffeepulver kannst du ja nicht aus, du machst den nicht bis zum Rand voll, oder? 2. Ich mache da einfach, ich mache den auf und kippe es auf. So, fertig. So, dass auch mal ein bisschen Ja, bis die Rand noch ist. Zentimeter Ja. Rand Das ist. finde ich bei der Kanne so schade, dass du einfach nur eine ganze Kanne kochen kannst. Du musst einfach... Du musst eine ganze Kanne machen. Ja, du musst das Teil im Wasser haben, ansonsten funktioniert es nicht wirklich. So, jetzt bin ich genau am Rand drin, bis zum 2. Ja. So, stellen wir die Und auf. bei denen, auch wenn du Liter French Press oder so hast, ja, dann ist es, glaube ich, ziemlich wurscht. Dann kannst du auch echt nur 2 Ja, ja, ja. Bei uns fällt es nicht auf, weil wir dann die Tasse haben 300 Milliliter anstatt 150 oder 180. Und den kannst du auch noch mal schön aufkochen nachher, nochmal heiß machen. War noch nicht letztes Mal benutzt? Die hat er sogar hier im Feuer stehen. Jetzt kann man es gar nicht vorstellen. Gell? Nein. Aber du noch Kaffeepulver. Ey, weil wir getestet haben hier mit den Teilen. Guck mal. Wenn du das so machst, fällt es raus. Ja, mir ist das egal, ich trinke einfach auf der anderen Kante. Nee, ist frisches Kaffeepulver. So, dann ich stelle es jetzt schon rein und dann, wenn die gekocht hat, stellen wir gerade um. So, ein bisschen symmetrische Ausrichtung. Also, dass es kein anfängt. Schatz, ein bisschen symmetrische Ausrichtung von der Kanne, das sieht nicht gut aus. Ich dachte gerade, jetzt kommt das andere mehr. Ne? Bei dem bin ich auf alle gefasst. Nee, schon wenn du hinter der So Kanne... bleibt sie stehen und basta. Der Kunde hätte gerne, dass du ein Stück nach rechts gehst, damit das schön aussieht. Ja, dann stellt er so 2 Kanne... Wir machen dann Werbung für beide Kannen, nicht nur für eine. Ne? Unsere hat hier ganz schön Erfolg.